Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Also, das ist so weird. Ich glaube, es ist das erste Mal, wo ich eine Podcast-Folge so wirklich vordrehe. Das ist so richtig früh ist und nicht aktuell. Es ist jetzt bei mir, was haben wir? Samstag. Also ja, es ist schon, glaube nach 00 gewesen. Nein, es ist noch vor 00. Es ist noch Samstag tatsächlich. Aber die Podcast-Folge kommt erst am Donnerstag online, weil ich gehe morgen, also was heisst morgen? Wie spät haben wir? 11:30. In exakt 3,5 Stunden sollte ich eigentlich aufstehen, weil wir nachher am Flughafen fahren mit dem Zug. Und ja, ich bin mir gerade wirklich am Überlegen, sollte ich jetzt eine Freinacht machen oder einfach 3 Stunden nachher pennen. Ich penne ja eh weniger, die Folge wird wahrscheinlich auch so ein bisschen länger gehen. Ich weiss es tatsächlich noch nicht. Wir werden es dann sehen. Auf jeden Fall fliegen wir nach Teneriffa, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt. Und ich freue mich mega, es ist so wieder so ein Familienurlaub. Ich benutze nie das Wort Urlaub. Familienferien. Einfach ohne meinen Bruder, der muss arbeiten. Mega Opfer. Voll, also auch so ein bisschen zu viert mit meinen Eltern, mit meiner Schwester. Und ich freue mich mega. Ich finde irgendwie Familienferien immer so etwas Cooles. Und ich habe das Gefühl, so, gut, ich bin jetzt 22, ich bin in meinem Alter, ist es so langsam so, dass man nicht mehr so mit der Familie in die Ferien geht und so. Und dann meine Eltern kommen immer wieder und sagen so, ja, weißt du, kannst mir voll offen sagen, wenn du dich zu alt fühlst für Familienferien und alles. Und ich bin immer so, ich finde es voll cool. Und ich finde es irgendwie, also, ich bin allgemein ein mega krasser Traditionsmensch und ich finde es selber nur schon schlimm, also wenn so Traditionen enden oder wenn man merkt, man wird so erwachsen und alles. Und logisch sind die Ferien anders, als wo wir Kind waren. So. Aber gleich so, ich finde so mit der Familie in die Ferien gehen ist immer noch so etwas mega Schönes. Und ja, irgendwie habe ich selber so ein bisschen Angst, dass das irgendwann nicht mehr wird sein. Wenn ich weiss, logischerweise wird es irgendwann nicht mehr so sein. Und irgendwann willst du auch eine eigene Familie haben. What the fuck, irgendwann will ich einfach eine eigene Familie haben. Irgendwann bin ich einfach ich Mami. Das macht mir schon ein bisschen Angst, sage ich ehrlich. Aber ja, auf jeden Fall gehe ich in ein paar Stunden dann in die Ferien. Und das ist eben auch der Grund, warum ich jetzt schon die Podcast-Folge aufnehme. Weil ich natürlich ja, nicht eine Podcast-Folge auslasse, sondern da. Ich bin voll straight am Durchziehen bis jetzt. Ich glaube, seit ich angefangen habe, kann ich nicht einmal eine Podcast-Folge auslassen oder überhaupt einen Tag später aufgeladen. Ich bin hure stolz auf mich, dass ich das durchziehe. Holy shit. Im Vergleich zu YouTube. Nein, ich will jetzt wirklich eigentlich auch wieder mehr anfangen mit YouTube. So ein bisschen regelmässig aufladen. Der Sonntag kommt, by the way, also ja doch, der Sonntag kommt, by the way, ein YouTube-Video. Oder warte, was stimmt das überhaupt? Nein, das stimmt nicht. Morgen kommt eins bei mir. Aber ja, wenn ich es schaffe, dann will ich eigentlich jeden Sonntag wieder ein Video hochladen. Also falls ihr den Podcast schaut und ja, dann seht ihr, ob ich es geschafft habe oder nicht. Genau, das wollte ich sagen. Und am Sonntag will ich einfach immer am Sonntag ein Video hochladen. So, Punkt. Ja, darum mal schauen, ob ich das schaffe. Aber das wäre eigentlich schon geil. Ich will schon wieder ein bisschen mehr im YouTube-Game sein. Und ich finde YouTube eigentlich so eine coole Plattform, weil dort sind so, ja, das ist ja wie so ein bisschen beim Podcast, dort sind Leute, die sich wirklich mehr mit dir beschäftigen und nicht einfach du auf der You-Page von ihnen chillst und dann, ey, bist du die auf TikTok? Dann bin ich so, ja, so, ja, cool, kennst du mein Gesicht, aber mehr weißt du halt nicht über mich. Ja, nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war mein Ding, mein Tag zu YouTube. Aber, boah, das könnte jetzt eigentlich voll die crazy Überleitung sein. Aber ich habe auch schon Hate bekommen auf YouTube. Nein, das war eine schlechte Überleitung. Aber ich kann also mal allgemein sagen, wie ich auf das Thema Hate gekommen bin. Das ist übrigens das Thema von dieser Podcast-Folge, für die den Titel noch nicht gelesen haben. Es geht um das Thema Hate. Weil ich muss euch ganz, ganz ehrlich sagen, das ist ein Thema, das mich aktuell wieder so ein bisschen mehr beschäftigt. Ich habe nämlich so meine Phasen. Das hat, jeder Influencer so ein bisschen, würde ich sagen, dass einem Hate mehr beschäftigt oder vielleicht auch aktueller ist oder vielleicht mal mehr Hate kommt als sonst. Oder einfach sonst man empfindlicher ist mit Hate und manchmal wieder ein bisschen weniger und dann kann man einfach voll drüber lachen und so. Und ich habe gerade ehrlich gesagt so eine Phase, wo ich wieder auf hure empfindlich bin. Also es ist wirklich richtig, richtig schlimm und ich glaube, ich habe noch nie so eine Phase gehabt, oder ich weiß gar nicht, wirklich noch nie so eine Phase gehabt, wo ich so empfindlich bin, weil ich merke gerade, jede Kritik, jedes negative Ding beschäftigt mich nachher so fest und da können 100 liebe Kommentare sein und einer, der so ein bisschen blöd ist und ich merke, der beschäftigt mich nachher. Ja, und ich habe gedacht, das wäre mega, mega spannend, zumal in einer Podcast-Folge über das zu reden, auch so ein bisschen als Sicht von einem Content-Creator, sage ich mal, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man redet gar nicht so oft darüber oder die meisten sind so, ja, keine Ahnung, ignoriere ich einfach und ich habe mittlerweile so eine harte Schale bekommen und mir macht das nicht mehr, ich lache noch drüber. Und bei mir ist halt so, ja, habe ich auch manchmal, aber ich habe manchmal eben auch Phasen, wo es wirklich mich auch beschäftigt und voll irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kann ich da auch jemandem helfen.
Und also ja, ich nehme an, die meisten von euch machen jetzt kein Social Media. Vielleicht ist es einfach spannend, mal die Sicht von einem Influencer, Content Creator, whatever, so ein bisschen zu hören, wie das ist mit Hate. Weil ich glaube, als jemand, der kein Social Media macht, kann man sich das auch irgendwie mega schwierig vorstellen. Also, I don't know. So, es ist halt einfach unvorstellbar, dass es fremde Menschen sind und dass man auch gehatet wird oder irgendwie so böse Nachrichten bekommt und das sind Leute, die du nicht mal kennst und die dich eigentlich ja irgendwie auch nicht persönlich. Ja, und das dich dann irgendwie trotzdem verletzt, das ist irgendwie weird. Und ich bin halt eben gerade in letzter Zeit so ein bisschen mega am Gedanken machen und an einfach so ein bisschen über Sachen reflektiert und so. Und ich dachte, ich will das mal so ein bisschen mit euch teilen. Vor allem, ich muss sagen, bei mir ist es eben auch schwer, weil ich habe, also allgemein als Influencer beschäftigst du dich halt automatisch mit dem Hate. Oder wie du am besten sollst damit umgehen. Du lernst das irgendwie auch. Also du wirst irgendwie so gezwungen, um so ein bisschen lernen damit umzugehen. Das hat dir ja niemand beigebracht. Oder irgendwie so einen Kurs gehabt, bevor du Social Media fängst. Ja, das wird dann passieren und das. Also ja, du weißt logischerweise, dass du irgendwann mal so ein bisschen Hate wirst bekommen. Aber wie wirklich damit umgehen oder wie das einfach nicht persönlich nehmen so, und dich nicht von dem abziehen lassen, das musst du irgendwie so selber lernen und das finde ich so schwierig. Das finde ich wirklich mega, mega schwierig. Voll. Und obwohl ich mittlerweile so wirklich schon sehr viele Sachen weiss, von den Facts her, wenn ich mit meinem Kopf könnte damit umgehen, fällt es mir gleich schwer. Also wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so, ja, ich werde euch all die Facts nachher noch sagen und in dem Moment helfen es mir wieder so, aber ich gehe dann gleich wieder, also es ist so ein dummer Teufelskreis. Aber eben, das ist jetzt gerade wirklich in dieser Phase, die ich jetzt gerade habe und ich sage das voll auf eben, es ist gerade volle Phase und ich weiss, es wird wieder besser und ich kann auch nicht wirklich sagen, warum jetzt gerade bei mir so eine Phase ist, wo ich einfach allgemein wieder so ein bisschen empfindlicher bin. I don't know. Vielleicht bin ich schwanger. Nein, keine Ahnung. Irgendwie, von irgendwo kommt das. Und ich bin auch allgemein so ein bisschen über mich selber reflektiert, warum das mich Hate so, ja, irgendwie so beschäftigt oder warum das es mich überhaupt so, dass ich es so persönlich nehme. Und ich habe so ein bisschen irgendwie für mich herausgefunden, dass ich merke, dass ich mega ein Mensch bin, der so harmoniebedürftig ist. Und wenn es eine Situation gibt, wo ich zum Beispiel mit einer Kollegin fighte oder wo ich irgendwie einen Fehler gemacht habe oder wo ich irgendwie... Also weißt du, es kann ja immer passieren, dass man vielleicht entweder jemanden triggert und es nicht gewusst hat oder jemanden verletzt hat und es nicht gemerkt hat oder... Ja, und dann geht es ja darum, dass man das nachher als Kollegin anspricht oder so. Und ich habe das Gefühl, das kann ich viel besser, weil ich... Ja, weil also logischerweise hatet meine Kollegin mich nicht, aber sie kommt ja dann auch mit einer Art Kritik. Und so Sachen kann ich viel mehr nachvollziehen, weil man kennt sich gegenseitig und man kann, also ich check selber, okay, ich habe einen Fehler gemacht, so, da kann ich daraus lernen, da kann ich mich entschuldigen. Aber gerade im Internet, wenn Leute dich einfach so hassen oder einfach so einen Kommentar schreiben, wo ich, blöd gesagt, dieser Person nichts gemacht habe, das ist für mich so schwierig zum nachvollziehen. Allgemein Hate kann ich wirklich nicht verstehen. Ich bin ein Mensch, ich habe noch nie, glaube ich, wirklich 100% noch nie im Leben Hate-Kommentar abgegeben. Da kann ich beide Hände ins Feuer legen. Gut, ich bin allgemein ein Mensch, der jetzt nicht viel kommentiert, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, nur schon jemandem etwas Böses kommentieren. Es wäre mir ehrlich gesagt nur schon unangenehm, wenn irgendwie Friends von mir dann den Kommentar sehen oder so, dass ich jetzt irgendwie jemand Böses... Also, I don't know. Für mich ist es so schwierig zum nachvollziehen, nur schon, dass du eine Person persönlich angreifst und du die einfach nicht mal kennst. Also ja, vielleicht schauen die Videos, aber dann kennen sie trotzdem nicht oder die kennen wahrscheinlich nur 10% von dieser Person. Und das ist für mich so schwierig zum Nachvollziehen und darum kann ich noch weniger mit Hate umgehen, weil ich bin ein Mensch, eben gerade wenn jemand irgendwie persönlich irgendein Friend oder irgendwie so etwas zu kritisieren mir hat, dann will ich dann an mir arbeiten und dann will ich das einsehen und alles. Und gerade bei Hate kannst du das wie nicht. Also es liegt meistens ja nicht, also es liegt ja eigentlich nicht an dir. Es ist nicht das Problem von dir, sondern sie haben das Problem mit dir. Und ich kann so lange checken, yo, du kannst es nicht allen recht machen. Und das ist für mich so schwierig zu akzeptieren. Ich weiß nicht warum. Ich würde am liebsten... Ja, ich glaube, ich habe das schon mal so in einer Podcast-Folge angesprochen, dass ich so irgendwie innerlich, das habe ich auch so schon mit Friends besprochen, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das so für mich, dass mein grösster Wunsch oder was ich mir erhoffe, dass am liebsten jeder mich sympathisch findet, beziehungsweise, dass niemand mich unsympathisch findet. Ich glaube, das ist der Punkt. Und sobald mich jemand unsympathisch findet, dann würde ich am liebsten alles dafür machen oder so beweisen, dass mich die
dass ich so, nein, ich bin im Fall lieb und keine Ahnung. Aber das kannst du nicht. Und das ist auch logisch. Also ich finde auch nicht jeder Mensch auf dieser Welt sympathisch und manchmal vibet es einfach nicht. Das ist voll okay. Es ist wirklich voll okay. Aber um das so für mich zu akzeptieren, ist mir irgendwie immer so ein bisschen schwer gefallen. Und ich merke gerade zum Beispiel, wenn ich Hate bekomme, dann würde ich am liebsten, also mein erster Instinkt ist gerade, dass ich am liebsten dieser Person will antworten und will gegenargumentieren und mich selber rechtfertigen, warum und das und das und so. Und es ist so dumm, weil es bringt nichts bei diesen Menschen. Es bringt einfach nichts. Und das habe ich irgendwie auch mal so zuerst lernen, dass du nicht das Problem bist, also ich, sondern die Person. Also ein Hate-Kommentar sagt viel mehr über die Person aus, als über dich. Und das ist einfach Fakt. Und das habe ich auch mal irgendwie zuerst lernen. Ich sage halt mega oft, ich habe das und das lernen. Aber ich habe wirklich viel lernen, okay. Vielleicht für Leute, die jetzt gar nicht können unter Hate sich vorstellen können, kann ich ja vielleicht mal so ein paar Nachrichten vorlesen. Ich habe so 1-2 Screenshots gemacht, weil ich glaube, viele verstehen unter Hate einfach so, ich hoffe, ich kann das jetzt im Podcast sagen, so, du Schlampe, du Fotze oder irgendwie so. Und sorry, das sind wirklich Sachen, die mich mittlerweile auch, also da habe ich auch einfach, da denke ich mir dann einfach so, ja, das ist so ein 12-jähriges Kind, wo einen Privataccount hat von Mami und dann so Sachen schreibt. Also wie, das kann ich wirklich gut mittlerweile abprallen. Also das kann ich wirklich gut abprallen, weil das kann ich halt auch nicht ernst nehmen. Und das nehme ich auch null persönlich. Aber ich rede gerade von Hate-Kommentaren, die wirklich spezifisch gegen dich geschossen wird oder gegen dein Video. Und ich finde es halt nochmal gerade schwieriger als Person, die Lifestyle-Content macht. Also ich mache Content, wo ich mein Leben zeige, wo ich meine Persönlichkeit zeige, meine Meinung, meinen Kleiderstyle, mein Aussehen, alles Mögliche teile. Und halt das eine Angriffsfläche ist für Hater. Wie jetzt zum Beispiel jemand, der, ich sag mal, Comedy macht und so eine Figur spielt. Und ja, also, keine Ahnung, wenn halt jemand sagt, so. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, es ist normal ein bisschen schwieriger für jemanden, der 100% so, also keine Ahnung, so probiert, authentischen Content zu machen und sich zeigen, weil man halt dann automatisch sich als Angriffsfläche macht, was ich halt so ein bisschen schwierig finde. Genau, und darum sind es halt vor allem die Kommentare, wo wirklich so voll persönlich sind. Also was habe ich da aufgeschrieben? Okay, das ist jetzt weniger persönlich, aber so eben geschrieben, einfach zum Fremdschämen, ihr seid Schmutz. Okay, ich muss einfach sagen, das sind jetzt wirklich Kommentare, die ich gescreenshottet habe, wo ich glaube, sonst auch nicht so schwierig, also auch nicht so persönlich benehmen, aber jetzt gerade schon eher. Zum Beispiel, das ist so ein Kommentar, es ist irgendwie nicht mal Hate und das ist zum Beispiel gerade etwas, wenn ich das lese, ich habe so den Drang dazu, mich bei dieser Person rechtfertigen und beweisen und gegen argumentieren, dass es nicht stimmt. Also zum Beispiel, ich habe ein YouTube-Video, also ja, ich habe es auf TikTok gepostet, wo ich habe einen Sprachaufenthalt gemacht und dann habe ich so ein Video gemacht, vor und nachher, wenn ich Französisch rede und so. Und ich habe dort halt auf Französisch gesagt, ja, ich habe ein Niveau B2. So. Und das habe ich ja nachher auch gehabt. Also ich habe nachher ein Diplom bekommen von einem B2 C1, okay? Und es hat wirklich es hat so viele liebe Kommentare gehabt. Ich glaube, das war wirklich der einzige negative Kommentar gewesen. Und es ist so dumm, aber jemand hat geschrieben, B2, das war eher A2, also nicht böse gemeint. Aber du hast nicht fließend geredet und dein Vokabular war jetzt auch nicht sehr gut. Und es ist so dumm, weil es ist einfach irgendein Dude, wo I don't know, wer das ist so. I don't know, ob der Ahnung hat von Französisch oder keine Ahnung. Und trotzdem hat es mich so getriggert. Also das ist jetzt weniger etwas, was mich so voll einfach verletzt hat, sondern mehr so, ich merke so, ich will reagieren darauf. Und dieser Person beweisen so, nein Bro, ich habe ein B2, egal was du sagst. Also, und es ist so dumm, weil es bringt mir nichts. Und ich merke so, das ist wirklich etwas, was momentan so schwierig ist, damit umzugehen. Aber eben, es sind vor allem die persönlichen Sachen so. Und ich glaube, als Außenstehende würde man vielleicht nicht mal sagen, dass es jetzt mega Hate ist. Also die Person würde selber das auch nicht als Hate sehen. Aber ich finde es auch mega schwierig, dass man so ein bisschen unterscheiden können, was ist Hate und was ist Kritik. Weil ich finde, Kritik ist etwas, wo entweder habe ich danach gefragt oder es ist wirklich ein Verbesserungsvorschlag. Jemand, wo wirklich will, dass ich mir das zu Herzen nehme und wo ich das ändere. Und ich meine damit nicht irgendwie eben etwas von meinem Aussehen oder whatever, sondern so, I don't know, zum Beispiel so, hey, der Ton da ist ein bisschen verscherbelt. Weiss doch nicht, aber irgendetwas, wo ich damit anfangen kann. Und
auch nicht so auf die persönliche Ebene geht. Oder auch wenn jemand jetzt auf die persönliche Ebene gehen und sagen, hey, ich finde da deine Meinung ein bisschen crazy wegen dem und dem. Aber wenn die Person sich erklären und sagen, jo, das ist wirklich das Problem, dann kann ich das auch viel besser nachvollziehen. Also einfach jemand, der schreibt. Und ich habe mich ja wie in letzter Zeit so mega mit Hate auseinandergesetzt und ich habe zum Beispiel auch so ein paar YouTube-Videos und so dazu geschaut und ich habe einen Satz gehört, der irgendwie so mega auf HA ist. Also das finde ich, kann man vor allem halt im realen Leben jetzt mehr anwenden als jetzt also bei Hate-Kommentaren. Und zwar, wenn du Hate bekommst oder wenn du Kritik bekommst, dann frag zurück, also was genau meinst du damit? Weil du merkst gerade anhand von dem, dass du in dem Sinn irgendwie zurückschiessest, aber eigentlich auch nicht. Also wenn es eine Person ist, die wirklich einfach nur hat haten und dich so ein bisschen etwas rauskotzen, dann wird die Person nachher nicht darauf eingehen oder so ist, scheißegal oder weißt du, irgendwie so. Und Personen, die wirklich Kritik meinen, die werden erklären, was genau sie stört und was genau ihr Problem ist oder was genau so Kritik ist. Und ich glaube, anhand von dem kann man es sehr gut unterscheiden. Aber ich finde, es ist irgendwie in dem Sinne ein guter Punkt, aber auf der anderen Seite finde ich es gerade im Internet auch schwierig, weil erstens würde die Person halt wirklich einfach vielleicht auch den Kommentar nicht sehen oder whatever so. Und ich bin das ist das, was ich wirklich fast am meisten gelernt habe, dass es nichts bringt, mit diesen Menschen zu diskutieren oder zu reden oder keine Ahnung was. Und die allerbeste Lösung ist wirklich einfach ignorieren. Einfach nicht darauf eingehen, diesen Menschen 0,0 Aufmerksamkeit schenken, sondern wirklich vor allem nur den Menschen, die die liebe Kommentare schreiben, die deinen Content fühlen, das, was du machst, fühlen. Weil, also keine Ahnung, das bringt schlussendlich nichts. Und ja, ich kann es auch merken, auch wenn ich mich dann anfange zu rechtfertigen, das geht diesen Personen nicht um das, sondern wirklich, es ist mehr ein Problem von ihnen als ein Problem von mir schlussendlich. Und ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, wo ich mittlerweile so ein bisschen herausgefunden habe, was ich am besten dagegen mache, so gegen Hate. Und ich kann dir mal vorlesen, aber das eine ist ignorieren. Das ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Und ich würde allgemein sagen, ignorieren ist ja so ein bisschen die stärkste Waffe, weil dann sie schiessen ja in dem Sinn, aber sie schiessen nachher so ins Leere. Also wie, du gibst ihnen das Gefühl, dass du es nicht mal gelesen hast und es ist für sie so, I don't know. Und ich habe also nachher ein paar Sachen aufgeschrieben, warum Leute haten. Und ich glaube, gerade durch das nachher sehen wir nachher, warum Ignorieren wirklich am besten ist. Und das Zweite, was ich auch noch mache, ist nachher so ein bisschen, wenn es mich wirklich beschäftigt, mit Leuten darüber reden. Also sehr oft rede ich mit dem Can darüber so und eben, es geht manchmal vielleicht nicht mal darum, dass andere dir einen Rat geben, sondern mehr einfach so, dass du es mal rausgelassen hast, weil sonst hast du es nachher so die ganze Zeit in dir rein und ich gehe einfach eben zum Can und sage, hey, schau mal den Kommentar, das beschäftigt mich gerade irgendwie übel und ja, dann geht es mir meistens irgendwie nachher auch schon besser, weil es sind einfach so draussen dann voll. Und ich kann jetzt mal so ein paar Sachen sagen, warum Menschen haten. Also, erstmal, der grösste Punkt eigentlich fast, es ist das Problem von ihnen und nicht von dir. Also sie sagen mehr aus, sagt mehr aus über sie als über dich. So, das wollte ich sagen. Und zwar, weil gerade so Menschen, die selber haten, eigene Probleme haben. 100%. Die haben entweder, keine Ahnung, wo sie Probleme haben, bei sich die in der Familie, im Umfeld, mit Friends, sind selber unglücklich. Irgendein Problem haben sie 100%. Und im Unterbewusstsein ist es leider so, dass sie irgendwie auch eifersüchtig sind auf dich. Egal, ob es deine Confidence ist, weil sie sich selber vielleicht auch nicht mehr getrauen, im Internet so Videos zu veröffentlichen oder wegen deinem Aussehen. Irgendeinen Grund haben sie, zum eifersüchtig zu sein auf dich. Und sie checken es nicht so ganz und können es auch nicht so ganz zugeben. Wenn du sie fragen, so, ja, du bist eifersüchtig, die würden das auch nicht checken. Aber es ist so, dass die Menschen selber Probleme haben und in dem Sinne so eine Eifersucht haben und darum das so umwandelt. Also zum Beispiel, ich kann ein gutes Beispiel geben. Meine Mom macht ja auch TikTok. Die macht jede Woche ein TikTok, mega cute. Aber anderes Thema. Sie hat ein TikTok gemacht über das offene Frauenfeld. Dass ihre Kinder, dass sie meiner Schwester zum Beispiel so ein bisschen geholfen hat, das Zelt aufbauen und so. Und sie nachher dorthin gefahren hat und nachher, I don't know, wie sie Kleider gewaschen hat, whatever. Einfach so ein bisschen Mom-Ding. Und es hat mega viele herzige Kommentare gegeben, so, oh, du bist so ein liebes Mami, ich hätte dich auch gerne als Mami, bla bla bla. Mega herzige Kommentare. Aber es hat auch so 1, 2 Kommentare, so, die sind doch genug alt
verwöhnte Kind, bla bla bla. Und meine Mama hat dann zum Beispiel so zurückgeschrieben, es hat nicht mit dem Alter zu tun, sondern mit Hilfsbereitschaft. Und du merkst gerade anhand von dem Kommentar von dieser Person, dass sie selber irgendwo eifersüchtig ist, weil sie wahrscheinlich selber nicht so eine Mom hat und logischerweise gerne so eine Mami hat, die das für ihn gemacht hat, sie weiß auch nicht. So, aber das nicht kann einfach sagen, so, ich hätte auch gerne, weißt du, so, sondern das so umgekehrt, so, weil es eine Art Eifersucht ist, nicht können damit umgehen und dann das in so eine Trigger-Dings umwandelt und dann hässlich werden und darum einen Hate-Kommentar schreiben. Das ist in den meisten Fällen so. Das Zweite ist, das ist auch ein riesiger Punkt, dass es eine Bestätigung ist. Dass es ein Aufmerksamkeitsding ist und viele, ich will sagen viele Menschen von uns, auch ich, ganz ehrlich, aber viele Menschen von uns haben ein Aufmerksamkeitsproblem. Beziehungsweise haben irgendwo mal zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, suchen nach Aufmerksamkeit, suchen nach Bestätigung von außen, whatever. Und es gibt so Menschen, die Bestätigung und die Aufmerksamkeit mit Hate suchen. Und es ist wahrscheinlich auch jetzt nicht aktiv, aber durch das, dass sie einen Hate-Kommentar schreiben, hoffen sie insgeheim, dass der viel geliked wird, dass viele Menschen mit ihnen agreeen und dass sie so die Aufmerksamkeit bekommen. Und auch wenn es zum Beispiel vom Creator nachher eine negative Aufmerksamkeit wäre es eine Aufmerksamkeit. Also es ist wie, ja, eigentlich mega stupid. Aber und gerade zum Beispiel, ich habe das auch gemerkt, das ist auch so, ich glaube, das hat mich auch ein bisschen dazu gebracht, warum ich momentan ein bisschen unsicherer bin. Ich bin wirklich selten in einer Werbung, wo, wie sagt man, wo veröffentlicht wird und wo so als Pub geschaltet wird. Also wenn ihr auf TikTok sind und scrollt, dann kommt ja zwischendurch so Werbung oder auf Twitch oder vor einem YouTube-Video. Ich bin selten in so Werbungen, weil ich das selber nicht so nice finde. Aber ich bin aktuell in der M-Budget-Werbung. Und es ist so krass, wie hart die Werbung auseinandergenommen wird. By the way, es ist so eine Art Rap und so. Und es ist so lustig, ich habe vorher schon so einen Rap gemacht und auf TikTok hochgeladen. Und er ist so gut angekommen. Wirklich, ich glaube, nicht ein einziger negativer Kommentar. Alle, wow, mega nice, Nati, cool. Und bei dieser Werbung komplett auseinandergenommen. Also ja, erstens mal, logisch, Werbung immer Hate, weil du hast hier keine Community, es ist Werbung, es ist alles, also von dem her, dass du schon kannst davon ausgehen. Aber mir ist aufgefallen, sobald mal die ersten Kommentare negativ sind, dann machen die einen gerade mit, um so ein Zugehörigkeitsgefühl zu bekommen und auch so ein bisschen das Bestätigungsgefühl. Wenn ich jetzt auch so einen Kommentar schreibe, dann kann ich auch gut ankommen. Und ich bin mir zu 100% sicher, okay, nicht zu 100%, aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn die ersten 10 Kommentare unter dieser Budget-Werbung positiv gewesen wären, dass es niemals so eine Hate-Welle gegeben hat. Also es hat wirklich eine kranke Hate, also keine 300 Kommentare und 95% negativ. Also ich muss sagen, ich nehme es jetzt auch wieder schon ein bisschen weniger persönlich, weil es ist nicht mit eigenem Content und eben es ist logischerweise, weil es Werbung ist, einfach automatisch negativ. Aber ich finde es auch spannend, weil das ist mir so ein bisschen aufgefallen und das könnt ihr auch mal allgemein sehen bei so TikToks, wenn es so ein paar Hate-Kommentare gibt, dann entsteht irgendwie so eine Welle, weil jeder will irgendwie so ein bisschen mitziehen und ja, im realen Leben wirst du es wahrscheinlich nicht machen, aber so auf Social Media, wenn du anonym ist es noch ein bisschen einfacher und alles. Und das ist auch ein Punkt, Leute, die im Internet haten, würden niemals in Real Life zu dir kommen und dir das ins Gesicht sagen. 100% sind keine Eier, weil es ist so einfach im Internet haten, weil du bist anonym und ja, du bist einfach anonym und sie denken halt meistens auch, du siehst es nicht oder irgendwie so. Also von dem her ist es so viel einfacher. Und ich muss sagen, ich habe noch nie in Real Life jemanden gehabt, der zu mir kam und gesagt hat, so, hey, ich finde dich scheiße. Ich glaube noch nie, wirklich noch nie. Und darum, ja, jetzt im Vergleich so auf Social Media kommst du halt immer wieder so Nachrichten über, logischerweise. Und das finde ich schon krass. Voll, das sind jetzt so ein bisschen alle Punkte gewesen, die ich herausgefunden habe in den letzten Jahren, warum Menschen haten könnten. Und ja, eben, es ist trotzdem noch wirklich schwierig für mich, damit umzugehen, auch wenn ich so die Punkte vor Augen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, als Influencer, du darfst dich gar nicht dazu äußern, dass dich Hate verletzt oder dass dich Hate verletzt hat, weil ich habe schon so oft von Zuschauern gehört, also Zuschauer von Leuten aus dem Internet, ja, aber du bist ja Influencer, du solltest ja damit umgehen und das darf dich nicht verletzen und sonst bist du am falschen Ort, das ist ja logisch, du musst ja damit rechnen und ich denke mir so, Bro, ich mache nicht Social Media wegen Hate, sondern ich mache Social Media, weil es mir erstens Spass macht, zweitens weil ich mega gerne Leute unterhalten und auch weil ich mega vielen Leuten helfen, absolut kein Deutsch können. Und weil ich auch mega vielen Leuten helfe. Ich komme mega viele herzige Nachrichten über und ich habe mich nie dafür entschieden, dass Leute, die nicht gerne meinen Content anschauen,
das Gefühl haben, sie müssen etwas darunter kommentieren und mich persönlich angreifen. Fein, logischerweise, nicht jeder findet meinen Content geil, aber ich zwinge ja auch niemanden, meinen Content anzuschauen. Also für die es wack finden oder langweilig, die müssen sie ja auch nicht anschauen. Ich verstehe einfach nur nicht, warum man einen Kommentar muss teilen muss, der negativ ist. Warum Leute sich die Zeit nehmen, um einen negativen Kommentar zu mich persönlich angreifen, wenn es nicht schauen wollen. Also, keine Ahnung, voll. Und darum ist eigentlich mein Appell, falls du ein Influencer bist, falls du Content machst, falls du im realen Leben, I don't know, es ist voll okay, wenn dich Hate beschäftigt und verletzt. Und ich finde es mega wichtig auch, dass man das einfach ignoriert, sondern dass man damit umgeht. Also weißt, dass man lernt irgendwie, wie man am besten damit umgeht und dass man eben auch verletzt sein durch das, dass man nicht immer muss die starke Person spielen muss. Ich höre auch so von so vielen Influencern, die so auf Hate-Kommentare reagieren, so, ja, mich hat es jetzt nicht verletzt, aber ich weiss, dass es andere Personen verletzt. Aber ich so, du kannst doch einfach sagen, dass es dich auch verletzt hat, sonst wirst du nicht das Video dazu machen. Voll. Und darum ist mein Appell eigentlich, ey, es ist voll okay, wenn es dich auch verletzt und du darfst auch die verletzliche Seite zeigen, weil wir sind alles einfach Menschen und auch Influencer sind einfach Menschen, Alter. Ich weiss nicht, ich habe manchmal das Gefühl, Hater denken irgendwie, wir sind so auf einer, weiss auch nicht, irgendwie etwas anderes als ein Mensch, also irgendetwas Besseres. Und wir haben so ein krasses Selbstwertgefühl und so ein krasses Ego. Und durch ihren Hate müssen wir so unser Ego ein bisschen abdingen. Aber wir sind auch einfach nur ganz normale Menschen und logisch verletzt uns auch Hate so. Ja, darum bitte, also an alle, die gerade zuhören, ich hoffe jetzt, dass ihr nie einen Hate-Kommentar geschrieben habt. Und wenn, dann macht es bitte ab jetzt nicht mehr. Und wenn ihr Kritik gebt, dann wirklich Kritik, wo ein Influencer oder eine Person allgemein auch im echten Leben wirklich etwas kann damit anfangen und nicht, weil ihr selber ein Problem damit habt. Weil ich finde allgemein, man sollte immer so ein bisschen reflektieren, bevor man etwas sagt. Also das ist natürlich mega schwierig, aber ja, gerade wenn man so Aussagen will tätigen, vielleicht mal überlegen, wieso will ich das jetzt sagen? Was ist überhaupt mein Problem? Was triggert mich jetzt gerade? Ist es wirklich die Person, die mich gerade triggert oder ihre Aussage? Oder ist es eigentlich etwas, wo für mich ein Problem ist? Bin ich jetzt gerade eigentlich triggert, weil ich ein Problem damit habe? Oder so. Und ich finde es auch mega wichtig, falls ihr irgendwelche Hate-Kommentare seht oder irgendwie so, dann schreibt Kommentare dort als Zuschauer. Ich finde, es gibt nichts Schönes für einen Creator, wenn Zuschauer dich in Schutz nehmen bei Hate-Kommentaren. Ich schwöre, das ist mit Abstand das Schönste, ohne Witz. Weil, I don't know, es ist so, wenn ich selber würde antworten, dann ist es irgendwie so blöd und du gibst dieser Person so Aufmerksamkeit. Und wenn so deine Community dich so in Schutz nimmt, dann I don't know, es ist wirklich, also falls ihr irgendwie auf der For You-Page oder allgemein unterwegs seid und ihr seht Hate-Kommentare von Creator, die ihr cool findet, dann euer Lieblings-Creator den in Schutz nehmen, weil es ist wirklich, es gibt nichts Schönes für einen Creator so. Da hat, glaube ich, jeder Creator immer mega, mega Freude. Allgemein, das wollte ich jetzt gerade noch sagen, gerade in dieser Phase, wie zum Beispiel jetzt gerade, wo ich so ein bisschen Hate persönlich nehme ich auch positive Sachen mir viel mehr zu Herzen. Und wirklich danke viel mal an alle, die mir einfach gerade momentan so herzige Nachrichten schreiben bezüglich meinem Podcast. Meine Videos allgemein, so wirklich, es freut mich mega, mega fest und ich wüsste im Fall nicht, wie viel mir so Sachen, so Nachrichten bedeuten, weil I don't know, so Sachen, es macht so viel mit mir und es bedeutet mir so viel und es motiviert mich so fett, also wirklich, darum merci viel mal und auch wenn du nur ein stiller Zuschauer bist, danke vielmals, dass du mir einfach zuhörst. Das freut mich natürlich auch. Ja, das zu meinem Abschlusswort. Ich muss jetzt wirklich drin pennen. Ich hoffe, ich habe meine Family nicht geweckt. Ich rede viel zu laut. Ich dachte, es ist so ein bisschen ASMR-Folge. Aber nein, genau. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vergesst nicht, einen Stern da zu lassen. 5 Sterne, meine ich. Ich würde mich mega freuen. Und auch ein Abo. Man kann ja auf Spotify abonnieren. Und es würde mich mega, mega freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!